Somit herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast, sinnlose Let's Plays. Und heute gibt es eine relativ kurze Folge, weil ich bin wieder knapp dran und es läuft ja auch gerade die EM noch nebenbei. Drum werden wir da einfach irgendeine kurze Quest machen. Wie ist die da? Und dann wäre es das gewesen wahrscheinlich für die Woche. Ich bin leider auch mit dem Rain on Your Parade nicht so fleissig gewesen die Woche. Eigentlich habe ich mindestens 2 Folgen gleich aufladen, nachdem ich eigentlich mal ursprünglich gesagt habe, dass jeden Tag eine kommt. Aber da habt ihr ja mittlerweile wahrscheinlich auch gemerkt, aber jeden Tag eine ist ein bisschen zu viel gewesen. Da liegt im Moment nicht drin und jetzt eben mit dem ganzen Fußball, der rundum läuft, ist sowieso ein bisschen... ist die Zeit sowieso Luxus, oder? Drum werden wir das Ganze da ein bisschen kürzer heben. Ich werde schon schauen, dass ich da möglichst schnell Fürsche mache, dass wir mal wieder mal etwas Neues anfangen können. Weil ich hätte schon mittlerweile auf wieder mal etwas Neues oder etwas Neueres wieder Lust. Aber lasst euch dann überraschen. Entweder gibt es eine Abstimmung oder ich fange dann einfach gerade an. Wir sehen es ja dann. Und ob ich dann nochmal so zwischen Ding mache, wie mit Rain on Your Parade, da weiß ich noch nicht genau. Ihr seid der Held, den sie geschickt haben. Ich habe einen neuen Auftrag für euch. Diese verdammten Dorfbewohner halten unseren Boss gefangen und wollen ihn hängen. Ich will, dass ihr dem Obermarker da eine Nachricht überbringt. Sagt ihm, dass wir sein kostbares Dorf dem Erdboden gleich machen, falls er uns unseren Boss nicht zurückgibt. Verstanden? Macht euch los. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. Lasst diesen Räuber nicht davonkommen. Er hat dieses Dorf schon viel zu lange ausgeplündert. Wir beobachten ihn vom Hügel oberhalb der Taverne aus. Da wird er absteigen. Ihr müsst euch also nur dorthin begeben und das Räubergesindel dieses Abschaums erledigen. Sprecht mit dem Wächter dort. Wenn ihr bereit seid, dann wird er für euch die Tore öffnen. Ich ziehe mich in meine Hütte zurück. Viel Glück! Also ich habe jetzt quasi entscheiden, was ich möchte machen. He? Ihr wollt es ganz allein mit ihnen aufnehmen? Ihr seid ein echter Held oder ein echter Dummkopf. Nun denn, fangen wir an. Seht nur, die Tore öffnen sich. Jetzt können wir unseren Boss befreien. Schnappt euch die Räuber, bevor sie den Anführer befreien. Ich werde euch nicht verlassen. Gut, diese Banditen werden so schnell nicht zurückkommen. Okay, da wäre schon alles gewesen, aber dann wäre es gerade eine kurze Folge. Nun bin ich da. Und schauen, ob es immer noch Kisten rum hat. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Nicht wirklich. Und da außen wäre noch der Boxkampf, nehme ich an. Jetzt müssen wir doch mal schauen, ob es da irgendwo ein Bett hat, wo wir da liegen.
Oh, ist da Diebstahl gewesen? Okay, Entschuldigung. Hätte ich nicht sollen machen, hm? Habt ihr das vergessen? Tut jetzt bloß nichts Dummes. Okay, in dem Fall habe ich da so den Event ein bisschen umgehoben. Da könnte ich noch ein Haus kaufen. Oh nein, da müssen wir noch Geld abholen. Hm? Sogar. Augen zu. Wieso habe ich da nicht die? Da habe ich auch nicht die. Jetzt wenigstens in der Taverne ein Bett. Auch nicht wertbar, hä? Da ist ja noch der Typ rum, der nützt mir auch nicht viel. Ein Barde. Okay, kann ich will. Okay, kann man auch noch machen. Und obwohl es da oben das Bett, kann ich da nicht anliegen. Schade. Wirst du mich bitte durchlassen? Danke. Ich glaube, dass dem rausschneiden. Wir hörten, Zwillingsklings treue Anhänger wollen seinen Tod rächen. Sie haben eine Bande sehr erfahrener Attentäter angeheuert, um euch zu töten. Seid auf Überraschungsangriffe gefasst. Okay. Euer Geschick als Bogenschütze ist beeindruckend. Ihr solltet eure Kräfte am Bogenschießstand bei Nottol Glade messen. Da habe ich eigentlich nur noch die zwei, noch Conglade, hat er gesagt. Jetzt sind wir ja eigentlich gar gewesen. Dann gehen wir halt nochmal da an. Ist er da? Willkommen beim Wettkampf der Bogenschützen. Für 10 Gold darf man antreten. Versucht es doch. Es winken tolle Preise. Für hohe Punktzahlen winken spezielle Preise. Stellt euch zuerst in den Kreis gegenüber dem Wegweiser. Dann habt ihr 60 Sekunden, so oft wie möglich auf die Ziele zu schießen. Die Ziele haben verschiedene Punktwerte. Je nachdem,
wo sie sind und ob sie sich bewegen. Und falls ihr näher ran wollt, vergesst es. Bleibt im Kreis oder ihr werdet disqualifiziert. Und keine Magie benutzen. Das wäre auch gemogelt und ihr würdet disqualifiziert. Und zuletzt, auf mich wird auch nicht geschossen. Nein, dann nicht sehen wollen. Zum Bogenschiessen, wie ich glaube, zu tun. He? Okay. Waffe weghält. Sehen wir mal, wie viele Punkte ihr habt, ja? Naja, heute gibt es wohl keinen Preis. Nur 10 Gold für einen Versuch. Ja, ihr habt es nicht gut gemacht. Worauf wartet ihr? Ah, noch ein Versuch. Stellt euch zu... Dann die Ziel... Und Fall... Und zu... Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. So, ich glaube, so hätten wir es ausgesehen. Das ist euer Haufen. Ich addiere eure Punkte. Vielleicht gibt's einen Preis. Wir haben einen Sieger und einen neuen Punkterekord. Ah, da kommt dann der nächste Schatztipp über, die haben wir aber alle noch Der nicht. Bogenschützenwettkampf ist jetzt eröffnet. Aber wir sind nicht ewig hier. Okay. Bist du da nicht? Das ist mir eigentlich egal. Gut, ich weiß, es ist eine kurze Folge und ich habe sie ein bisschen blöd gestrickt und so, aber hängt jetzt zurück zu der Heldengilde und dann wäre es das gewesen von dieser Folge. Sorry, eben, dass es ein bisschen kürzer ausgefallen ist. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen und bis zum nächsten Mal.